das sieht ja sehr gut aus. Wo haben Sie denn dieses besondere Instrument her? Also das hat meinem Urgroßvater Anton Meyer gehört und es war lange verschollen. Und vor 2 Jahren ist es dann in einem Winkel wieder aufgetaucht. Des Dachbodens wieder aufgetaucht. Ja, vielleicht schauen wir uns das Objekt erstmal genauer an und erklären, wie dieses Musikinstrument, diese Harmonika funktioniert. Also jetzt ziehe ich mal einen Ton, jetzt drücke ich die gleiche Genau. Taste. Das ist ein anderer Ton. Genau. Also daran, an dieser Kostprobe hören wir schon, das ist eine wechseltönige Harmonika. Das heißt, auf Zug und auf Druck hören wir unterschiedliche Töne. Und das passiert sowohl in der linken als auch in der rechten Hand. Genau. Dominante und Tonika. Sie haben uns nicht nur das Instrument mitgebracht, sondern auch noch ein Foto. Wollen Sie uns erklären, wen wir auf dem Foto sehen können? Also das ist mein Urgroßvater Anton Meyer. Der sagt oder hat überliefert, dass es in seiner Jugend erhalten hat, das Instrument. Das ist mein Großvater Anton Meyer und mein Vater Christian Anton Meyer. Und dazu müssen Sie uns vielleicht noch ein Wort sagen. Wer ist Christian Anton Meyer? Also Christian Anton Meyer, der hat seinen Namen ein Anagramm draus gemacht und hat als Schriftsteller, ein bayerischer Schriftsteller, auch die Memoiren meines Urgroßvaters herausgegeben. Und nennt sich Karl Amery. Und nennt sich Karl Amery. Genau. Ja, sehr schön. Und was schreibt er in diesen Memoirien was zu dem Instrument? Also das taucht auf, wie er ins Militär kommt. Und es war im Jahr, also als 20-Jähriger, im Jahr 1882. Und da im Militär, er war vorher Arbeiter bei der Eisenbahn in den Schlosserwerkstätten. Und da war er in den Arbeiterbildungsverein. Und da haben die tanzen gelernt, Tango, Gesellschaftstänze. Und dann haben ihn die Sergeanten und Unteroffiziere im Militär dazu gedrängt, dass er es ihnen auch beibringt. Und da hat er die Harmonika zum Einsatz gebracht. Sein alter Kamerad aus den Jugendtagen. So beschreibt er es. Ja, also wenn wir das anschauen, das Instrument, sehen wir ja verschiedene Materialien, die damals üblich waren. Also Karton für die Falten des Blasebalges, die dann ringsrum mit einer Art Kunstleder abgedichtet waren. Dann die Saiten des Instrumentes aus Sperrholz. Wenn man hier diese Schrauben abschraubt, dann kommt man an die Zungen dran, diese Messingzungen, die dann den Klang produzieren. Also ein sehr schönes Instrument und auch in einem recht guten technischen Zustand. Haben Sie es überholen lassen? Ja, also wie wir es gefunden haben, da hat es nicht mehr funktioniert. Und es gibt aber jetzt einen Urenkel, der Bandonion spielt. Und dann haben wir gesagt, das muss gespielt werden. Ich meine, das ist so ein bisschen die Grundform einer Harmonika, so ähnlich wie sie der Karl Damian in Wien in den 1830er Jahren erfunden hat. Und das hat sich dann fortgeführt, dieses Instrument, dieser Bautyp für einfache Volksmusik bis in die 1890er Jahre, wurde auch Maurerklavier genannt, ein solches Instrument, weil es doch mit sehr wenig Üben dann doch ermöglicht hat, Landler und einfache Volkslieder zu begleiten. Also auch durchaus ein Instrument, wo man heute noch schnell lernen könnte. Ich finde das schön gemacht, auch das Buntpapier, was da noch an den Kanten drauf verklebt ist. Also man hat gemerkt, das ist mit Liebe hergestellt und dann offenbar auch mit Liebe gespielt worden, das Instrument. Lange gespielt worden, also ganz wichtig in der Familiengeschichte. Meine Mutter kam aus Amerika, konnte wenig Deutsch, mein Urgroßvater überhaupt kein Englisch. Und sie hat uns immer erzählt, wie er für sie auf der Harmonika gespielt hat als Willkommen, das Lied von der Mondscheinigkeit. Das ist ja süß. Also gerade mit der Geschichte hat das einen sehr großen ideellen Wert. Der monetäre Wert ist eingeschränkt, aber das ist auf jeden Fall etwas, selbst wenn der Urenkel irgendwann sagt, na, es gefällt mir doch nicht so, da würde jedes Museum in Bayern würde sich die Finger danach schlecken, sozusagen das dann entgegenzunehmen. Aber wenn Sie es in der Familie gut aufbewahren und nicht im hintersten Winkel auf dem Dachboden dann wieder verstauben lassen, dann ist das sicherlich auch eine gute Entscheidung. Also dann schließen wir doch mit einem Schlussakkord.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Harmonika mitgebracht haben. Dankeschön. Danke.